Also da kann ich auch noch sitzen. Ja, genau. Ich tue noch schnell die Kamera einrichten. Oh, ich tue noch den Namen anpassen. So. Ich fange schon dann an, hä? Ist gut. Nein, warte, jetzt musst du noch warten. Jetzt Okay. musst du noch warten. Jetzt müssen wir eben da, weißt du, zuerst hier mit dem Klöpfer kommen. Dann da. Gut. Warte. Jetzt kannst du anfangen. Was? Sag mal etwas. Oh. Ich habe keinen Ton drauf, man hört dich nicht. Hallo? Warte. Ist das eingestellt? Baum, jetzt hat es geklopft. Ja, jetzt funktioniert es. Also So, gut. Machen wir noch mal. Machen wir nochmal, ja. Herzlich willkommen, meine geschätzten Kinder und Kinderinnen, zu der heutigen Moderation von der Sonntagsschule. Ja, aber nein, du musst ein bisschen deutlicher reden, weißt du? Am Fernsehen musst du überdeutlich reden. Aha. Ja, Sehr, danke, dass du das sagst. Du bist, ja, gut. ich bin mega froh um deine Hilfe geschwind, weißt du? Sonst würde ich das nicht anbringen. Mach's noch mal. Ja klopf noch gut, mal. fangen wir nochmal an. Sehr geehrte Damen und Herren, Kinder... Jetzt hast du zu früh angefangen. Ich muss zuerst zu der Kamera zurück und dann wieder neu anfangen zu filmen. Aha, excuse. Ja, bin, gut. bin ich mal dein Name gewesen, bin ich zu geschwind gewesen, he? Ja gut, probieren wir es nochmal. Du, aber jetzt kannst du schon anfangen. Aha, excuse. Geschätzte Kinder und wer auch immer da alles zulässt. Also Nathalie, jetzt schauen wir mal. In 5 Minuten gehen wir live. Was haben wir heute in der Sendung, wo alles hey, vorkommt? Und ein Schnupperstift, da ist er ja. Knüsli? Ja, Hä? Hast du Es jetzt ist schon so. angefangen? Ja, wir haben das doch gesagt. Weißt du, jetzt habe ich gerade den Erfinderwettbewerb gewonnen, Ja. suche neue Herausforderungen und jetzt habe ich gedacht, machen wir mal den Moderator so. So wie ihr zwei. Aber Knüsli, das wäre nur für einen Schnuppentag sein, nicht gerade zum Übernehmen. Ja. Nein, wir suchen niemanden momentan. Nur zum Reinschauen. Aber Knüsli, nicht verzweifeln. Weißt, Ja. du hast uns erzählt, dass du möchtest andere Ideen und Genau. andere Berufe suchen. Wir haben ein paar Kinder gefragt, ob sie Ideen haben. Und Sehr sobald gut. wir sie bekommen, tun wir sie gerade weiterleiten, dass du es anschauen kannst. Und dann hast du vielleicht eine Idee, was du machen kannst. Das Also ist wir gut. rufen dich und geben dir den Das ganzen ist Happy. Auch gut. wenn es Spaß. mit dem Moderator nicht wird. Es gibt sicher etwas anderes für dich. Sehr gut. So, dann machen wir uns mal parat. Oh ja, das stimmt auch nicht. Perfekt. Neue Nathalie, der Knüsli ist da hinten. So. Achtung, gut. Bist du Und bereit? sobald wir sie bekommen, können wir ja rufen. Genau. Sehr gut. Herzlich willkommen zurück bei unserer Sendung. Das Mal war wieder mal ein bisschen ein ruppeliger Start. Hoffen wir, der Knüsli findet, sobald wir die Videos haben, dann eine glanzvolle Idee. Genau, ich bin Nathalie, wie immer ist das meine Schwester Noemi. Und herzlich willkommen. Genau. Ich hoffe, ihr daheim seid auch so flexibel wie wir. Wir kommen hier ins Studio und jedes Mal ist etwas anderes. Und oh, es ist jetzt gerade gekommen. Knüsli, Ja, Das ist es, Nathalie. Das ist das Video. schau. oh, sehr gut. Darf ich es mal anschauen? Ja, oh, jetzt habe ich es noch verkehrt. Schau da. Sehr gut. Schau jetzt die gute Idee. Hat es da etwas, das dir gefallen Raketenbauer, Pilot, Hühnerzüchter, Mathelehrer, Sehr gut. Skirennfahrer, Lasseverkäufer, Astronaut, Pizzakurier, Zahnarzt, Du hast ein paar sehr glanzvolle Ideen. Ja, super. Da habe ich sicher ein paar umsetzen. Ich muss aber für das in die Werkstatt gehen. Ist Gut, das mach gut? das. So, jetzt haben wir ja neue Berufe, die wir herausfinden müssen. Und jetzt hat ein Kind gewünscht, dass ich den Mathe-Lehrer mache. Mathe, das ist ja so etwas Simples. Aber ich habe gedacht, ich tue das jetzt ein bisschen weiterentwickeln. Ich habe schon mal aufgeschrieben, ein paar neue Formeln. Aber jetzt, Knüsli, hast du jetzt einen neuen Beruf herausgefunden? Oder? ja, so ein Kind hat mir gesagt, Knüsli, mach mal Mathematik. Hey, das ist ja interessant. Ja, du genau. als Professor kannst das ja sowieso, oder? Ich habe es sogar noch ein bisschen verbessert und einen ganz einfachen Taschenrechner entwickelt. Du könntest eigentlich gerade den Schüler spielen, dann kann ich dir das Ja, beibringen. sicher. Ja, doch, mach ich. Ja. Da hast du noch ein Stühle. Also, wenn es für dich okay ist, würde ich das gerade in einen Unterricht gestalten, mit Begrüßung und allem. Ja, sicher. Also, dann kommst du ein bisschen rein, machst ein bisschen Lärm und ich komme dann als Lehrer und sage, pst, ist gut. Ja, gut. Also, dann komme ich rein. Ja, machst du Lärm, Also ja, die Mine traurig, weil man geht
Oder geht man gerne in die Schule? Beim Knüsli geht man doch gerne in die Schule. Sehr gut. Dann lacht man. Mit dem Lachen kommt man am Morgen. Guten Morgen, Lehrer Knüsli. Guten Morgen, Schüler geschwind. Würden Sie geschwind ansitzen, bitte? Selbstverständlich. Dann würde ich Sie geschwind um Ruhe bitten. Das heutige Fach... Nein, wir machen die Schweizer Schule. Das heutige Fach ist Mathematik. Mathematik ist das wichtigste Fach, das du in der ganzen schulischen Laufbahn wirst haben. Ja. Wie du von deinen Vorkenntnissen vielleicht schon weißt, haben wir ein altes Rechnungssystem, das du dürftest mal für mich ausrechnen. Oh ja, aber die sind jetzt ein bisschen schwierig, die Aufgaben. Darfst Da du muss ich auch meinen den Taschenrechner Taschenrechner für ihn nehmen. Sehr gut. Also 3 plus 3 plus 3 gibt 6. nach altem System korrekt. Weiter, 7 plus 5. Also 7 plus 5 gibt 12. Korrekt. 12 plus 4 gibt 16. Nach altem System ist das noch okay. Ja, korrekt. 8 plus 7 gibt 15. Sehr gut. Also, Sie sehen, das ist ein ganz einfaches Rechnungssystem. Kluge Köpfe denken weiter. So haben wir es gemacht bei uns an der Mathematik-Fortbildung. 3 plus 3 nach neuestem Taschenrechner gibt immer noch 6. 7 plus 5 gibt immer noch 12. Wichtig, jetzt weiterdenken, über den Tellerrand rausschauen. 12 plus 4 gibt 4. 16. Falsch. Weiterdenken, nicht beim Alten stehen bleiben. 8 plus 7 15. gibt ganz klar 3. Was hast denn du da für ein altes Ding da? Ja, das ist auch, den habe ich erst schon gestern gekauft. Würde ich nicht kaufen, schlechte Ware. Neuester Taschenrechner ist rund und sehr einfach zum Ausrechnen. Wir können kontrollieren, 3 plus 3, 1, 2, 3, 6, stimmt. 7 plus 5, 1, 2, 3, 4, 5, 12. Stimmt auch. Und jetzt über den Tellerrand raus. 12 plus 4, 1, 2, 3, 4 gibt 4. Und 8 plus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibt 3. Ganz einfach. Also das neueste Mathematikmodell ist wissenschaftlich bewiesen. Und für das machen wir immer, wir Lehrer machen das so, ein fettes Höckli für richtig. Ja, aber da habe ich jetzt aber gleich noch etwas zu bemängeln. Wegen? Wie rechnest du denn jetzt bis 20? Das kommt erst ab der 2. Klasse. Muss man noch ein bisschen Zeit lassen, weißt? Wir können nicht schon alles bei der ersten Lektion lernen. Ja, gut. Ja, aber ob das jetzt gut kommt, weiss ich nicht. Meinst du, Mit nicht etwas anderes Mathelehrer? probieren? Ich glaube, ich würde etwas anderes probieren. Gell, ist schon noch ein bisschen komplex, gell? Ja. Also jetzt probieren wir mal etwas anderes. Zum Beispiel Bühnenkünstler. Weißt du, so ein paar Tricks vorzeigen, was meinst du? Ja gut, probieren wir es aus. Machen wir das. Also, eben geschwind, wir haben ja schon angehört, Bühnenkünstler, das ist voll die Glanzidee, weil weißt du, ich habe an die glänzende Vergangenheit gedacht von meinem Grossvater, der hat mir ein paar Tricks gezeigt und mit denen kann man die Leute super unterhalten. Zum Beispiel das kleine Ding da, das, kannst du das so anlegen? Das ja, ist in dem Sinne logisch simpel, kann oder? ich das, oder? Wirklich? Ja, gib mal. Also. Kann man doch... Hä? Nein, du musst das ein Lied. Hä? Nein, es geht nicht. Hä? Ja, weißt du, das ist in dem Sinn halt etwas ganz Spezielles, das man mit Sorgfalt anlegen muss. Ja gut, komm, das ist ein blöder Trick. Machen wir einen anderen. Findest du nicht so? Das ist doch so ein guter Einstieg, oder? Wenn ich jetzt die Show machen würde. Ja gut, für den Einstieg ist es gut, Für ja. einen Einstieg ist es nicht schlecht. Und sonst haben wir auch das hier. Da sehen die zwei Farben. He? Ja, schwarz und rot. Genau. Schwarz und rot. Und wenn man das zumacht, kann man sogar noch ein Klöpferle. Und nachher, wenn man es neu aufmacht, Schwarz und rot. nein, gelb und grün. Ja. Nicht denken. Nein, hä? Aber ich kann es nochmal zumachen. Und jetzt dann? darfst du es aufmachen. Dann siehst du, ich bin unschuldig, wenn etwas anderes ist. Also jetzt ist es gelb und grün. Hä? Rot und gelb. Ist doch noch ein guter Gag, oder? So als zweites. Und nachher, ne?
Nachher Ja. würde ich eben sagen, komme ich dann zum Höhepunkt von der Sendung. Und das ist der Ballertrick. Ja, Du siehst, wie wir haben da geht 3 der? Böllen drin. 3 Böllen, ja. Genau. Okay. Und das sind 3 leere Becher. 3 leere Becher. Ja. Und jetzt tun wir die ineinander reinstapeln. He? Dann haben wir da 3 Böllen. Und jetzt geht es so. Wir nehmen da das Unterbecherli. Antun, antun, antun. Erste Kügel. Da drauf. Und jetzt kannst du mal da Soll ich draufklopfen? draufhauen. Weil jetzt öffnet sich ein unsichtbarer Boden. Oder wer weiß was. Und das Böllchen ist drunter. Wir können es Ja. auch nochmal machen, weil wir haben ja genug Böllchen. Wir müssen das zweite Böllchen drauf tun. Zack, Darf zack. ich nochmal klopfen? Klopf nochmal. Vielleicht muss jetzt zweimal genau. Und 2 Böllchen. Wow! Aber weil wir ja genug Böllchen haben und die alle sollten versorgen, das können wir vielleicht mit den Spielsachen mal noch machen. Dann kann man wie das Zimmer aufräumen oder so. Da, zack, zack. Jetzt müsstest du 3-mal klopfen. 3-mal? Und wenn ich nur einmal klopfe? 3-mal. Dann geht es auch. Das Klopfen ist eigentlich nur eine Ablenkung. Und jetzt Ah, sind es was? 3 Böllchen. Hä? Wie hast du das gemacht? Das ist eben ein Trick, aber das dürfen wir nicht verraten. Weil das ist eben eigentlich der ganze Dings an dieser Bühnenshow, die ganz glanzvolle Sache, dass man da den Trick nicht merken tut. Ja gut. Aber für das Zweite, Dann halt zeigst du mir das nicht, ja? der letzte Trick, hätte ich noch, die ich als Assistent gebraucht. Da haben wir eine ganz simple Wasserflasche. He? Und Und jetzt? weil die Wasserflasche ein bisschen scheuch ist, musst du da den Teller vorne anheben. Etwa so. Du Ja. bist jetzt mein Assistent. Und Und jetzt was machst du drücke ich den Äpfel in die Wasserflasche Also, rein. also zeig mal, kann man den nicht einfach so durchdrücken? Nein, geht nicht. Ja gut. Und jetzt musst du den da vorne anheben. Und nachher drücke ich den rein. Oh, so. Okay. Und er ist drin. Und wie hast du das jetzt gemacht? Einfach voller Hahn reingedrückt. Meinst du, Nicht das schlecht. ist gut so? Ja, Da nicht könnte ich schlecht. wirklich echt Bühnenkünstler werden. He? Aber ich glaube, so Tricks die gehen aber nicht so lange zum Lernen. Heb mal schnell. Okay. Da musst du aber wirklich gute Tricks drauf haben, dass du wirklich erfolgreich wirst. Hat das dir dein Großvater auch gezeigt? Ja, ich habe heute Morgen habe ich schnell überlegt. Heute Morgen? Nein, so schnell kann man einen Trick nicht lernen. Das braucht viel Also, Zeit. zeichne mir da jemals einen Punkt drauf. Ein Punkt. Jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht anmale. Jetzt Gut. hat es 2 Punkte drauf, ja. Du hast da zweimal einen Punkt drauf gezeichnet. Ja, Bist du sicher? ja. Also gut. Nein, ich habe dort... Hey! Jetzt ist ein Punkt übergewandert. Schau, so schnell kann man einen Trick lernen. Kannst du mir den Trick zeigen? Oh, Den muss ich nein. unbedingt wissen. Ein guter Künstler verratet seinen Trick eben nicht. Aber ich verrate sonst den. Schau, da hat es ein Loch in der Flasche. Ja gut, jetzt weiss ich es schon. Und jetzt verratest du mit ihnen. Nein, das geht nicht. Bitte! Nein. Dann ist das in dem Fall nichts, dann lasse ich das Bühnenzeug auch. Ja, aber Oh. was sollst du denn sonst machen? Jemand das- hat noch gesagt, Zahnarzt. Das wollte ich schon immer mal werden. Ich habe ganz viele Zahnarztfilme gesehen. Da könnten wir gerade... Du könntest meinen Patient spielen. Ja gut, probieren wir es aus. Sehr gut. Gut machen. Also gut, probieren wir doch das aus mit dem Zahnarzt, Gut, oder? wohl, ja. Dr. Professor Alois Knüsli, Zahnarztpraxis, haben Sie einen Termin? Ja, sicher. Ich habe gestern angerufen, jetzt haben sie gesagt, heute auf die 2 kann ich vorbeikommen. Sehr gut, ich schaue mal ganz kurz schauen, ob der Herr Knüsli Zeit hat. Weisst, ich habe so viel Geld für die 2 Laptops müssen ausgeben und darum mache ich jetzt auch noch die Ah, Sekretärin. jetzt habe ich schon gedacht, es kommt nochmal ein Knäuschen rein. Oh nein, mich gibt es nur einmal. Das wäre mal noch eine Erfindung. He? Ja, Also, hä? der Herr Knüsli hat gerade Zeit. Sie dürften schon mal Platz nehmen. Ja, Und- sicher. Sie müssen noch an die Hygiene denken. Tun Sie bitte das Mäntel anlegen. Das ist für Ihren Schutz da. Ja, der gut, Herr mach Knüsli ich. macht das eben zum ersten Mal. He? Haben Sie ein bisschen Verständnis für ihn, wenn er ein bisschen nervös ist, wenn er vielleicht ein bisschen zittern tut? Ich hole ihn kurz. He? Ja, Nehmen Sie sicher, Platz. mache ich. Ich komme gerade wieder. Ja, Also, nein, er kommt gerade wieder. ja. Also ich finde es so edel da. Schönes Sofa zum Anliegen. Gehen Sie wohl.
Ja, grüezi wohl. Dr. Professor Zahnarzt Knüsli ist mein Name. Grüezi wohl. Die Schwester hat sie schon ausgerüstet, habe ich gerade gesehen. Ja, genau. Oh, noch ein bisschen Licht zum Arbeiten brauchen wir. Jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt ist es, als würde die Sonne aufgehen. He? Ja. Wenn Sie sie blendet, machen Sie die Augen zu. So. Also, Herr Geschwind, wir haben ja heute einen Termin gehabt. Wo brennt es denn? Ja, wir sollten einfach wieder mal einen Grundcheck machen, weißt du? Alle 10 sauber durchschauen, wegen Löcher kontrollieren. Grundcheck, Kapitel 1 von meinem Zahnarztlehrbuch. Schraubenlocker haben Sie nicht? Nein, die sind alle angezogen. Okay, sehr gut. Grundcheck. Also, den Grundcheck machen wir heute. Meine Damen und Herren, wir machen den Grundcheck beim Herrn Geschwind. Den Grundcheck, he? Machen Sie mal A. A. Sehr gut. B. B. Am liebsten geht das ganze Alphabet. Ja gut, nein, das geht mir ein bisschen zu lang. Das kann ich nicht brauchen, daheim. Normal macht das der Zahnarzt. Oh, Herr Geschwind, als allererstes müssen wir schauen, wie gross Ihre Klappe ist. Machen Sie mal das Maul auf. «6 Zentimeter. Sie sind das grösste Grossmaul, das ich bis jetzt hatte. Also, dann dürfen wir bei Ihnen in dem Fall die schweren Geschütze auffahren, hä? Ja, Sie sind der Arzt. Ja, sozusagen. Machen Sie noch mal an. A. Ja. Sieh, das eine ist ein Loch, das müssen wir noch ein bisschen bohren. Da, heben Sie das mal kurz. Mit dem Ja, können Sie gut. sonst Ihre Fingernägel ein bisschen feilen. Hey, Und das kommt nachher ins Maul wieder, oder was? Nein, Ihre Fingernägel. Ich brauche noch ein bisschen Platz, wir schieben das jetzt mal da hin. Ja. So. So. Herr Geschwind, ich tue jetzt kurz geschwind die Händchen anlegen. So. Sind Sie schon nervös? Ja, ein bisschen. Ich im Fall extremst. So. So, jetzt muss ich Ihnen da kurz reinlangen. Machen Sie nochmal an. Haben Sie heute schon etwas gegessen? Ja, zum Morgen. Sehr gut, weil sonst lange ich nicht rein, sonst beißen Sie mir noch den Finger ab. Ja, der muss raus. Gut. Zuerst noch bohren. Das könnte jetzt ein bisschen wehtun. He? Sind Sie bereit? Ja. Sehr gut. Ich muss noch ein zweites Loch machen, damit ich mit der Zange greifen und rausrupfen. Sehr gut. Aha. Aber du, das blutet jetzt ein bisschen. Ja, das muss so sein. So, ein Augenmäntchen. Jetzt muss ich ein bisschen rupfen. Jetzt muss ich ein bisschen rupfen. Oh! Ey! Sappelot. Das ist mein Zahn! Ja, er war auch faul. Ich muss den kurz analysieren. Ja! Der hat mir einfach einen Zahn ausgerupft. Ich tue noch kurz die technischen Daten in den Computer eintöckeln. He? So. Ja, hier. Ja. Nein, geschwind. Sappelot. Ja, das ist ja voll am Blüten. Jetzt haben wir das doch nur gespielt. Das ist doch kein echter Bohrer. Ja, Ich kann dir nicht Hast du mehr jetzt- machen. Putz das ab. ja. Sappelot. Schau, jetzt ist mein Zahn draussen. Aber es war doch ein falscher Zahn gewesen. Ja, was Sappelot. soll ich jetzt mit dem Zahn weniger machen? Jetzt kannst du vielleicht gut durch den Zahn durchpfeifen. So. Was meinst du? Ja, aber nein, da habe ich jetzt nicht so Freude dran. Aber ich habe doch... Ja, Zahnarzt ist, glaube ich, auch nicht für mich. Jetzt haben wir das doch nur gespielt. Und... Mit einem falschen Bohrer. Ja, gut. Und jetzt ist er voll ins Haus gefallen. Vielleicht hat jemand ja eine bessere Idee für dich zu machen nächste Woche. Ja,
Ja, mal schauen. Es gibt sicher noch lustige Sachen. Aber Zahnarzt wäre schon noch lässig gewesen. Da sind wir mal froh, dass der Knüsi das nur gespielt hat. Zu so einem Zahnarzt würde ich nämlich nicht gehen. Ja, sag's nicht. Ich muss nächste Woche zum richtigen Zahnarzt. Ich bin also wirklich froh, dass es ein Professioneller ist und nicht das gleiche Dilemma passiert wie im Geschwind. Da zahlst du lieber ein bisschen mehr Geld, dafür hast du nicht so etwas. Ja, sag's nicht. Weißt Du, wie? gehen wir heute weiter in der Geschichte vom Abraham? Nathalie, nein, die haben wir abgeschlossen letztes Mal. Weißt du nicht mehr? ja. Es geht jetzt mit einer neuen Serie weiter, oder? Genau, und dazu gibt es auch einen coolen Trailer. Aber vorher wollen wir noch miteinander ein Lied singen. Und zwar geht das Lied um den grossen Gott, der alles gemacht hat, der Schöpfer vom Universum und der Schöpfer von dir und mir. Steht auf daheim, singen miteinander das Lied. Du bist
Ja, wir sind jetzt hier in einem Städtchen rein und ich habe gerade vorher gesehen, es hat hier ein feines Restaurant. Wenn ich das Restaurant sehe, muss ich sagen, ich würde am liebsten auch gerade dort essen. Weißt du, so ein, gut, kommt jetzt darauf an, welche Zeit das ist, wo du da schaust. Wenn es jetzt am Morgen ist, so ein feines Morgenbuffet, oder ich habe jetzt zwar lieber irgendein Cordon Bleu mit Pommes frites, das wäre doch jetzt der Hit. So ein richtig feines Menü essen da. Und da sitzen, sich bedienen lassen, das wäre doch wirklich schön. Ja, es ist schön, etwas Feines essen. Der Elimelech jedoch, der hat von solchen Sachen nur geträumt gehabt. Der hat nämlich auch wirklich sehr Hunger gehabt, aber er hat nur träumen von dem. Weißt du wieso? Weil dort, wo er war, dort hat es nichts mehr zu essen gegeben. Es war eine richtige Hungersnot im Land. Es hat nicht mehr geregnet. Er hat aufs Feld rausgeschaut. Und es war alles braun und trocken. Es hat nichts mehr gehabt. Er hat sich Sorgen gemacht. Er hat gewusst, was soll ich nur machen? Und auch seine beiden Söhne, die er hatte, die sind gekommen und haben wieder gejammert. Und gibt schon das Gleiche zu essen. Und ja, noch schlimmer, es hat vielleicht sogar nur einmal pro Tag etwas zu essen gegeben. Es war wirklich schlimm im Land. Eine grosse Hungersnot. Und der Elimelech hat überlegt, was soll er nun machen? Was gibt es für Möglichkeiten? Ja, er hat gehört, dass es in Moab, in einem fernen Land, an einem anderen Ort, einen Haufen zu essen gibt. Dort ist die Hungersnot nicht hergekommen. Er hat sich Gedanken gemacht, soll ich echt dort hergehen? Soll ich meine Familie alle Sachen packen und dort auf Moab gehen? Das wäre doch eine gute Idee. Ja, ich glaube, ich muss das mit der Naomi, mit meiner Frau besprechen, hat er gedacht. Und zusammen müssen wir dann überlegen, was wir machen. Weggehen auf Moab, eben, und dort haben wir dann genug zu essen. Oder sollen wir da bleiben? Das ist unsere Heimat, aber da müssen wir damit rechnen, dass es eben nichts hat. Kein zu essen, dass wir Hunger haben, dass wir leiden müssen. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht hat der Elimelech auch sich Gedanken gemacht über Gott. Gott, der ja der Herr von Israel ist, der für sein Volk eigentlich sorgt. Vielleicht hat er gedacht, wo ist denn der Gott? Wieso hilft er mir nicht? Wo ist er? Hat er mich verlassen? Ja, so Fragen hat er sich gestellt wahrscheinlich. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, Gott ist treu. Nein, er hat den Elimelech nicht verlassen. Klar, er hat es zulassen, dass die Hungersnot war. Aber er hat den Elimelech nicht verlassen. Und er hat sie durchtragen. Er wollte für sie sorgen. So, wenn er das für alle möchte. Wenn er alle möchte sorgen. Gott, da kannst du sicher sein, lässt seine Kinder nie im Stich. Gott ist treu. Ja, treu bedeutet, dass man seine Versprechen halten. Treu sein bedeutet, dass man sich darauf verlassen kann. Und bei Gott kannst du sicher sein. Du kannst dich auf ihn 100%ig verlassen. Ja, Gott hat immer treu für sein Volk gesorgt. Das war immer so. Das Problem war nur, dass die Leute nicht immer auf ihn geschaut haben, auf Gott. Und lieber manchmal eigene Wege sind. Aber Gott ist treu. Eben, auch gerade dann, wenn es mal schwierig ist. Wenn es nicht so läuft, wie wir uns vorstellen. So ist Gott doch treu. Er steht zu seinem Wort. Ja, bereits sind wir unterwegs, beziehungsweise der Elimelech und Naomi, seine Frau, sind unterwegs. Sie sind ja gekommen, wenn du jetzt zurückschaust, von Bethlehem, von ihrer Heimat. Dort sind sie gekommen und er hat sich tatsächlich entschlossen, oder sie haben sich entschlossen, ich sitze jetzt auch schnell an, sie haben sich entschlossen, weggehen von ihrer Heimat. Und sie haben gesagt, wir gehen auf das Moab. Dort in Moab hat es genug zu essen, die Hungersnot ist nicht bis dorthin gekommen. Dort müsste es ihnen eigentlich gut gehen. Und so haben sie alles gepackt, eben der Elimelech, der Vater, Naomi, die Mutter und auch ihre beiden Söhne haben sie mitgenommen. Und als Familie sind sie losgezogen aus Bethlehem raus Richtung Moab. Und wir gehen jetzt weiter, schauen auf Moab, ja, was sie denn dort erleben. Hat es wirklich genug zu essen dort? Wie sind die Leute dort? Was passiert dort? Was erleben sie dort? Gehen wir doch schauen. Ja, und sie sind tatsächlich in Moab angekommen. Und es war so, wie sie das gehört haben, wie sie es vermutet haben. In Moab, du siehst es auch da hinten, war alles grün, die Felder sind gewachsen. Es hat genug zu essen dort für alle. Und sie haben sich dort niedergelassen. Und vorerst sind sie glücklich gewesen. Es ist ihnen gut gegangen. Gott hat dort, kann man auch sagen, für sie gesorgt. Aber leider
ist das Glück nicht für immer geblieben. Schon bald nämlich ist der Vater, der Elimelech, krank geworden. Und er ist so fest krank geworden, dass er eben leider gestorben ist. Naomi hat nicht mehr gewusst, warum. Was soll sie jetzt machen? Wieso hat jetzt meine Mama sterben? Und sie war sehr traurig. Natürlich auch die beiden Buben, die haben übrigens Kilion und Machlon geheissen. Auch sie sind so sehr traurig gewesen. Warum hat unser Vater sterben? Das darf doch nicht sein. Ja, sie sind allein, zu dritte, in einem fremden Land gewesen. Aber Gott hat sie gleich nicht vergessen. Weil Gott ist nämlich der beste Vater, den es gibt. Gott ist ein Vater, der immer sorgt. Gott ist treu und er versteht, wenn man auch Not hat, wenn man Sorgen hat, wenn es nicht gut geht. Er versteht das alles. Und er möchte auch dein Vater sein. Er möchte auch dir helfen. Er möchte auch für dich nur das Beste. Er ist ein Vater, der immer Zeit hat und dich nie im Stich lässt. Komm im Gebet zu ihm und red du mit ihm. Sag ihm deine Not und danke ihm auch für all das Gute, was er für dich immer wieder macht. Vielleicht denkst du aber auch, ja nein, ich habe dort Sorgen gehabt und dort geht es nicht so gut. Hört mich Gott überhaupt? Oder hat er vielleicht mich auch vergessen? Ich bin ja schliesslich nur ein Kind, ich bin doch nicht so wichtig. Oh nein, Gott hört auch dich. Gott hilft auch dir, auch wenn er vielleicht nicht immer gerade sofort hilft. Du darfst wissen, Gott ist treu. Er hilft dir. Und ich kann dir nur sagen, vertraue ihm. Warte darauf, bis er eingreift und bis er hilft. Er kann helfen. Er ist treu. Er macht, was er verspricht. Und ich habe einen guten Vers gefunden in der Bibel, Psalm 121, Vers 2. Schau mal, jetzt können wir ein bisschen da rüber zum Baum schauen. Ich habe ihn da angemacht. Dort in diesem Vers heißt es, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, Vers 2. Das ist es genau. Der Herr da ist ja niemand anders als der lebendige Gott von der Bibel. Und du darfst zu ihm kommen im Gebet und ihn um Hilfe bitten. Und dann, der den Psalm geschrieben hat, hat auch selber können sagen, meine Hilfe kommt genau von dem her. Er kann immer und überall helfen. Sagen wir es doch gerade mal miteinander auf den Vers. Darfst du heim, wo du bist, auch laut mitreden, nicht mir. 1, 2, 3. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, Vers 2. Ja, der Gott, willst du da lesen, hat sogar Himmel und Erde gemacht. All das Schöne, was du da siehst, der Baum auch selber, alles ist von ihm. Auch wir Menschen sind von ihm gemacht. Er hat alles gemacht. Also er kann immer und überall auch helfen. Sagen wir doch gerade einmal miteinander. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, Vers 2. Ja, und so hat auch Naomi trotz allem das Gute von Gott wieder erleben. Und zwar, das Leben ist weitergegangen. Ihre beiden Söhne sind älter geworden, sind erwachsen worden und sie haben Frauen gefunden. Der Kilion und der Machlon haben beide geheiratet. Der eine Ruth, der andere Orpa. Und so ist die Familie wieder gewachsen und wieder grösser geworden. Ja, Gott hat es wirklich gut gemeint. Gott ist treu. Und auch Naomi hat wieder viel Grund gehabt, um dem grossen Gott einfach zu danken. Er hat es gut gemeint mit ihr. Ja, Gott ist wirklich treu. Und wenn du überlegst, in deinem Leben, manchmal gibt es schwierige Situationen, aber ich denke, du hast auch viel Gutes, wo du darfst haben in deinem Leben. Und auch für das kannst du Gott danken. Eine wunderbare Familie, Eltern, die für dich schauen, ein Haus, Kleider, zu essen. Alles Sachen, die Gott schenkt. Und so ist das Leben von der Naomi auch wieder viel besser geworden. Etwa 10 Jahre lang sind sie nachher dort gewesen. 10 Jahre lang haben sie dort gelebt und sie haben wirklich eine schöne Zeit gehabt, keine Hungersnot, genug zu essen. Aber nach diesen Jahren ist wieder ein Tiefpunkt gekommen. Es ist wieder etwas Schlimmes passiert. Nämlich, sie ist auch zuerst, wie beim Elimelech, beim Vater schon, ist der eine Sohn, ich weiss nicht, ob sie krank geworden sind oder ob sonst etwas passiert ist, jedenfalls
Jedenfalls sind sie auch gestorben. Zuerst der eine Sohn und gleich darauf der andere Sohn sind beide gestorben. Und Naomi war wieder an einem Punkt, wo sie sagen, warum das? Warum das? Warum hat jetzt Gott das zugelassen? Sie ist wieder ganz allein in dem fremden Land. Gut, sie hat ihre beiden Schwiegertöchter noch gehabt, Ruth und Orpa. Aber gleich, sonst war sie ganz alleine gewesen. Ja, so hat sie sich das Leben wirklich nicht vorgestellt. Zuerst ihr Mann, jetzt die beiden Söhne. Warum das? Und auch bei uns im Leben, bei dir, ich weiss es nicht, bei mir auch, passieren oftmals Sachen, die wir uns nicht wünschen, wo wir nicht verstehen, warum hat Gott das zugelassen. Vielleicht wird auch aus deiner Familie jemand krank. Vielleicht hast du Streit mit deiner besten Freundin. Oder vielleicht kommst du sonst etwas nicht über, was du gerne hättest. Alles Sachen, die wir eigentlich nicht planen. Aber du darfst wissen, Gott ist trotzdem da. Er ist treu, er hält seine Versprechen. Eben einmal der Bibelvers. Du darfst zu ihm rufen bei allem. Und er hilft. Er ist treu. Vertrau ihm. Und du darfst wissen, er ist da, auch wenn du es vielleicht nicht immer gerade so merkst. Er ist da. Gott ist treu. Und die Frage ist, was soll Noemi jetzt machen? Ja, und Naomi war genau an dem Punkt, wo es auch darum gegangen ist, dass sie einfach Gott vertraut, gerade in dieser schwierigen Situation. Und ich bin gespannt, was sie weitermacht, was sie entschieden hat. Gehen wir doch gerade schauen. Da hinten ist sie nämlich gerade. Komm, wir gehen heute Mami doch wieder mal besuchen. Ja, gehen wir schauen, wie es ihr geht. Ja. Da ist sie. Was macht sie denn? Hallo, miteinander. Zacken, oder was? Ja, ich habe gehört, dass es in Israel wieder zu essen gibt. Und ich habe gedacht, ich gehe wieder auf Israel. Aber ihr könnt da bleiben, weil da ist euer Daheim, ihr könnt zu eurer Familie gehen und Gott wird mit euch sein. Nomi, was sind das für Neuigkeiten? Das haben wir nicht erwartet. Aber das machen wir nicht. Nein, wir gehen mit, oder? Wir gehen mit. Gehen wir mit? Nein. Nomi, wir kommen mit dir. Wir können dich nicht alleine gehen lassen. Wir sind doch Familie. Also gut. Komm, ich nehme Oh, danke. Ja, und so sind die 3 Frauen also losgezogen. Wieder, wie schon, als sie auf Moab gegangen sind, war es eine weite Reise, eine weite Wanderung gewesen. Aber sie haben gewusst, in Israel dort hat es wieder genug zu essen. Und ich denke, Naomi hat sich gleich schon gefreut, wieder zurück in ihre Heimat zu gehen. Ah, schau, da kommen sie ja schon. Aber warum bleiben sie jetzt? Was ist jetzt los? Es ist besser Warum für bleiben Sie euch, stehen? wenn ihr da bleibt in Moab. Weil das ist eure Heimat und ich kann euch nichts bieten in Israel. Ich kann euch keinen Mann dort. Es ist wirklich besser, wenn ihr wieder zurückgeht. Nein, das kann ich nicht. weiss Was nicht, machen wir jetzt nur? Vielleicht ist es aber schon besser, Ruth. Weißt du, wir Ja. haben ja keine Zukunft dort. Ja. Es Nein, ist ein aber fremdes Land. nein, ich weiss kann Nomi nicht alleine lassen. Das kann ich nicht machen. Mal, sicher. Sicher. Ich komme schon klar. Ich glaube, ich kehre um. Ich glaube, es ist schon besser. Ja, Wirklich? los auf sie. Sie hat die richtige Entscheidung getroffen. Willst du nicht mitkommen, Ruth? Nein, Orba, ich kann wirklich nicht. Ich verstehe deine Entscheidung, aber ich kann wirklich nicht. Ich bleibe bei der Nomi. Komm, gib mir das. Ja, dann muss ich mich verabschieden. Tschüss, Gott mit dir. Danke, du auch. Tschüss, Orba, mach's gut. Aber du musst Tschüss wirklich zusammen. auch gehen. Du kannst gehen. Nomi, wo du hingehst, da gehe auch ich hin. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist auch mein Gott. Ich komme mit dir mit. Also. Ja, Naomi ist wirklich weggegangen von dem Moab, von dem Land, wo weit weg ist von Israel. Sie hat sich aufgemacht, ist zurück in ihre Heimat. Und wenn wir es gehört haben, die Ruth, die Schwiegertochter, ist ja mitgegangen. Ja, Gott hat für sie gesorgt. Gott ist treu. Und die Frage jetzt für uns, für dich, für mich, sind auch wir Gott treu? Möchtest du auf Gott hören? Möchtest du immer bei Gott bleiben? Das ist das Beste, was du machen kannst. Mit ihm reden, ihm vertrauen, an ihn glauben. Und
wie es Ruth dann hatte und Naomi im neuen Land, oder im alten Land, müssen wir sagen, ihre Heimat, das werden wir sehen. Wenn ich da zurückschaue, dann sehe ich sie da nämlich gerade kommen. Sie kommen dorthin, sehen recht müde aus. Wie wird es ihnen da im neuen Land gehen? Schau, Ruth, jetzt sind wir da, jetzt sind wir in Bethlehem. Da bin ich aufgewachsen. Endlich sind wir da. So schön zum da sein. Ja, wunderbar, wie Gott gesorgt hat und Naomi und Ruth wieder zurückgebracht hat. Gott ist immer da, Gott ist immer und überall mit dir. Und darum möchten wir jetzt miteinander das Lied singen. Das heißt von oben und von unten. Der Herr ist da, egal wo du bist. Wunderschön, wie der Josua die Geschichte erzählt von der Ruth und man doch sieht, wie treu Gott ist. Auch bei uns, wenn wir mal nicht etwas so machen, wie wir es sollten, wissen wir doch, Gott ist uns treu. Hey, mega, das ist so schön zu wissen. Und jetzt wollen wir auch noch schauen, wie gut die denn aufgepasst haben und was sie sonst noch wissen, außer dass Gott treu ist. Und für das haben wir wieder ein paar Fragen vorbereitet. Aber das Zweite, vielleicht kann uns jemand helfen dabei? Der Josh? Vielleicht hat er Zeit. Josh? Ja. Hast du schnell Zeit, um uns helfen beim Quiz? Ja, sicher. Guck mal, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Danke. Ja. Vielleicht kannst du ja gerade die dritte machen. Dann hast du ein bisschen Zeit, um sie Ja, ist durchlesen. gut. Ja, Fangen wir mach schon mal an. Ein bisschen überrumpelt. Genau. Willst du anfangen? Also, die Frage 1 ist, in welches Land ist der Elimelech mit seiner Familie gegangen? Antwort A, Moab. Antwort B, Midian. Antwort C, Edom. Genau. Und Frage 2 ist, ungefähr wie viele Jahre hat Naomi in der Fremde gewohnt? Antwort A, 15 Jahre. Antwort B, 10 Jahre. Und Antwort C, 5 Jahre. Und Frage 3 ist, warum hat Ruth bei ihrer Schwiegermutter der Naomi bleiben? Antwort A, sie wollte nach Bethlehem reisen. Antwort B, sie ist einfach gern reisen allgemein. Oder Antwort C, sie wollte bei der Naomi und bei ihrem Gott bleiben. Perfekt. Danke. Jetzt kommt mir etwas in den Sinn. Etwas möchte man gerne euch noch zeigen. Das wissen die anderen zwei gar noch nicht. Wir haben ja mal gefragt wegen dem Basteln. Und wir haben tatsächlich ein Foto bekommen von jemandem. Und das tue ich jetzt ganz schnell einblenden. Die haben ganz schöne Kamele gebastelt. Genau.
eine Erinnerung an Abraham. Ja. Hey, und wir haben ja im letzten Mal im Quiz noch eine andere Frage gestellt. Ich weiss nicht, ob ihr euch daran erinnert. Und darum wollen wir jetzt auch gerade schnell die Person ins Studio einladen, die die Frage gestellt hat. Willst du ihn schnell holen gehen? Dann können wir schnell... Perfekt, danke vielmals. Ich bin gespannt, was die Auflösung zu dieser Frage ist. Ja, Knüsli, komm noch. Wir kommen zurück. Jetzt darfst du gleich noch holen. So schön. Darf ich sozusagen noch etwas sagen? Ja, genau. Jetzt machen wir das wieder an und Knüsli. So dazwischen. Oh. Ja. Da fühlt man sich gerade willkommen. Eben. Genau, und ich hatte es vom Quiz gehabt. He? Und die letzte Quizfrage war ja, was bedeutet Ilsync? Und zwar war das in meinen jungen Jahren als Professor und da hatte ich noch nicht so viele Ideen gehabt und darum habe ich einfach da so ein Zunderopsi gemacht und einen gewissen Namen gekehrt. Und sonst, das ist nämlich so, wenn man das Wort Ilsync umkehren, dann heisst das ganz einfach Knüsli. Genau. Und das wäre die Lösung vom Ilsync-Rätsel. Danke vielmals. Sehr gerne. So einfach wäre es und doch so schwierig. Wir haben es nämlich nicht herausgefunden. Hast du es herausgefunden? Hey, falls du zu den Glücklichen gehörst, die es herausgefunden hat, darfst du wissen, dass wir bald die Autogrammkarte losschicken werden und du die bald bei dir hast. Wir verabschieden uns an dieser Stelle aus dem Studio, wünschen dir ganz einen schönen Tag und freuen uns, dich nächste Woche wieder zu sehen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Hey Josh, Hallo? Hallo? alles klar bei dir? Ja, es läuft. Wieder am Schneiden. Kommt's gut mit Schneiden? Ja, das kommt. Sehr gut. Das kommt. Du, mir ist noch etwas in den Sinn gekommen. Ja? Und zwar, die Kinder wissen ja gar nicht, welchen Preis das sie gewinnen können. Weißt du, für den Quiz? Oh stimmt, das haben wir vergessen. Das ist untergegangen. Ja, Hast du noch irgendwas? Ich glaube, ich habe es hier in der Schublade. Ich habe es nämlich schon gekauft. Ist sehr gut. Ihr da? Ja, hey. Kinderschokolade? Oder Ja, Kinderkarten? Kinderschoki und so wie so Karten mit wie so, was denn? Spielkarten oder so Größe. Genau. Das ist cool, hä? Ich würde sagen, das passt. Das ist fein, Super. ja. Tipptopp. Machen wir so. Machen wir so. Sehr gut. Genau, gibt es als Preis zu gewinnen, wenn ihr die Frage richtig beantwortet und dann wird es ausgelost. Genau. Mir ist noch etwas anderes in den Sinn Ja. gekommen. Der Knüsli hat ja so gesagt, vielleicht haben die Kinder noch Vorschläge. Und wir haben ja heute so Genau. ein paar Vorschläge gesehen. Aber vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen. Ah ja, klar. Natürlich. Also wenn ich auch so einen kurzen Vorschlag würdet, als Video aufladen, ist spannend, oder? Dann sehen wir die verschiedenen Kinder von euch, wo ihr wohnt und einfach, was ihr für Vorschläge habt. Dann, Ich bin sogar überzeugt, dass dir noch einige Ideen ja, ja, vielleicht sogar ganz cool. Vielleicht tun wir es dann auch sogar umsetzen. Wer weiß, was Knüsli dazu denkt, oder? Super. Dann könnt ihr das uns aufladen. Wir tun jetzt da so einen Link einblenden und ich schreibe auch unten in die Beschreibung. Und dann müsst ihr einfach eure Mami, eure Papi fragen, dass sie euch filmt. So wie heute, wie ihr es gesehen habt, kurz den Namen sagen vom Vorschlag, den ihr habt. Und dann ladet ihr das auf und dann tun wir die sammeln und dann mal schauen, was zusammenkommt für nächste Woche. Ist gut, oder? Sehr gut. Super. Super. Perfekt. Noch, in dem Fall mache ich da weiter. Bis zum nächsten Mal. He? Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Mach's gut.